Das Böse. Wie bitte wer? Bin ich da nicht richtig bei Borstel? Die Borstels haben früher hier gewohnt. Jetzt wohne ich hier. Das Böse. Das leibhaftige Böse? Genau. Sie sind die Erste, die das auf Anhieb schnallt. Da muss ich aber nochmal nachfragen. Ich höre, Haben Sie das Bein einer Ziege? ich habe Bauchschmerzen. Das tut mir leid. Und das Bein einer Ziege? Haben Sie das auch? Vor einer Minute haben die Nachbarn bei mir geklingelt und wollten eine Tasse Zucker. Das habe ich noch verstanden. Hatten die Borstels etwa Ziegenbeine vorrätig? Um Gottes Willen, nein. Warum fragen Sie dann? Ich wollte wissen, ob Sie anstelle eines menschlichen Beines das einer Ziege haben. Was für eine Frage. Haben Sie vielleicht anstelle eines menschlichen Hirns das eines Briefbeschwerers? Nein, ich habe ein menschliches Gehirn. Briefbeschwerer haben keins. Wie können Sie sich dann über all die Briefe beschweren? Briefbeschwerer sind Gegenstände, die auf Briefpost lasten, damit sie nicht vom Schreibtisch weht. Das habe ich nicht gewusst. Zurück zu meiner Frage. Nein, ich habe nicht das Bein einer Ziege anstelle eines menschlichen Beines. Ich frage aufgrund des... Biblischen Sinnbildes des Bösen. Ist schon klar. Sie haben also verstanden, dass ich gern wüsste, ob Sie der Teufel sind. Naja, ich bin ja nicht das leibhaftige Blöde. Nein, Sie sind das Böse. Exakt. Und der Teufel? Der bin ich nicht. So. Den gibt es doch gar nicht. Glauben Sie etwa an Himmel und Hölle? Ich singe im Kirchenchor. Das tut mir leid. Aber wenn Sie das leibhaftige Böse sind, wie habe ich Sie mir denn dann vorzustellen? Sagen Sie, läuft das jetzt etwa auf so eine Art Telefonsex hinaus? Wie bitte? Ich nehme Sie doch nur auf den Arm. Also Arme haben Sie schon mal. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das würde ich so nicht sagen. Keine Arme, aber ein Bauch. Ein Bauch, den haben Sie. Sonst könnte der Ihnen nicht wehtun. Erinnern Sie mich nicht daran. Und menschliche Beine haben Sie. Zumindest nicht die einer Ziege. Klug geschlussfolgert, aber vergessen Sie eines nicht. Ich bin das Böse. Ich kann jederzeit lügen. Ach, Mensch, das habe ich nicht bedacht. Sie lügen bestimmt schon die ganze Zeit. Ich furze schon die ganze Zeit. Das Leid anderer schlägt mir immer so auf den Magen. Das geschieht Ihnen ganz recht. Ach, was wissen Sie schon? Nichts, das ist ja so ärgerlich. Dabei hätte ich so gern gewusst, wie Sie aussehen. Haben Sie vielleicht ein Foto von sich im Internet, ein Facebook-Profil vielleicht? Ich habe viele Gesichter. Ach ja, das sagt man sich ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Ihrige. Was? Vielleicht nicht gerade im Moment. Na, wann denn sonst? Erinnern Sie sich, als Sie beim Metzger den dunkelhäutigen Herrn vor Ihnen Neger geschimpft haben? Da hätten Sie mal in den Spiegel sehen sollen. Ich habe ihn nicht Neger geschimpft. Er war nur so wählerisch bei der Auswahl seines Fleisches, dass ich ihn freundlich auf die Möglichkeit hingewiesen habe, sich stattdessen in der Serengeti eine Antilope zu schießen. Das, gute Frau, ist nicht weniger schlimm. Aber wieso das denn? Vermutlich kann er sich dort sogar besser fortpflanzen, wenn er seinen Pferdeprügel frei in der Steppenluft schwingen lässt, anstatt ihn in einer Jeans einzuengen. Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es ihm gefallen sein muss, in der Berliner Innenstadt eine Lehmhütte zu finden oder genehmigt zu bekommen. Die bauen die ja gern selber. Kein Vertrauen in moderne Architektur. Aber wer dickes Haar hat, darf auch einen dicken Kopf haben, sage ich immer. Ich muss jetzt wirklich auflegen. Ich habe noch eine Verabredung, aber nett war's bis vor einer Minute. Ja, das war's. Mit wem trifft sich denn das Böse zu so später Stunde? Mit dem Schicksal. Oh, natürlich. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Es gibt Bohnen.